Ja, merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Projekt ist nicht nur ein einzelnes Schulbauprojekt, mehr konkrete Schritt in die Richtung, die wir als Majorität gehen haben. Es geht froh, wie wir als Schulopfer und eine Gesellschaft aufpassen, die wisst, die mehr divers geht, an der Besoin von den Kindern von ihrer Familie nicht überall dieselbe sind. Demografie am Süde vom Land als Santa Joren an enger stärker Dynamik. Wir haben eine gewisse Schülerpopulation, aber ja ganz viele Regionen vom Land, auch viele Familien mit unterschiedlichen sprachlichen und kulturellen Profilen an einen großen Aufbau nach europäischen und internationalen öffentlichen Enseignement. Und das ist also richtig, dass der Staat hier reagiert und eine zusätzliche Kapazität schafft. Wenn die Schule sich an die Realität vom Land anpassen soll, dann muss sie auch dort präsent sein, wo der Besoin am größten ist. Das Projekt ist auch wichtig, weil nicht einfach eine weitere Schule auf die Karte setzt, sondern ein Offer aufbaut, die den Kindern einen kontinuierlichen Parcours ermöglicht. Den Text sagt so eine europäische Primärschule, ein europäisches Sekundär und auch die Wort der Präparation 4. Da gehen unterschiedliche Schülerprofile zusammengedurcht. Besonders wichtig ist für uns der Gedanke von der Chancengleichheit. Ja, das ist wichtig, dass wir ein öffentlich international Offer anbieten, weil nicht alle Kinder am selben sprachlichen oder familiären Umfeld groß sind und nicht alle Familien dieselbe Möglichkeiten haben. Aber gerade dafür muss mir klar sagen, das Offer soll eine Alternative sein und nicht ein Ersatz vom traditionellen Lützeburger Schulsystem. Sie soll eine Ergänzung sein und nicht ein Prinzip. Der Kern von unserer öffentlichen Schule bleibt das gemeinsame Schulsystem mit seinen Sprachen, seinen Werten und seiner gesellschaftlichen Rolle. Eine international öffentliche Schule möchte sein, wo sie auf konkrete Besoin antwortet, wo sie Kinder besser abfängt und ihnen einen passenden Parcours ermöglicht. Dafür muss man gleichzeitig auch bestehende Orientationswege bewährt gehen, für dass die Kinder und Jugendliche an das Schule kommen, für die dieser Parcours tatsächlich das richtige Profil an die passende Antwort ist. Sie dürfen aber nicht dazu feiern, dass das reguläre System löserlos als man attraktiv empfunden wird. Chancengleichheit heißt nicht, ein Modell durch ein anderes zu ersetzen. Chancengleichheit heißt, verschiedene Wege anzubieten, ohne das gemeinsame Fundament von unserer Schule aus den Ernst zu verlieren. Gerade weil wir das öffentlich internationale Offer als Ergänzung gesehen, ist aber auch wichtig, dass wir nur der Umsetzung von den 3 neuen europäischen internationalen Schulen eine Bestandsaufnahme machen. Wenn die 3 Schulen, die am Koalitionsakkord vorgesehen sind, bis realisiert sind, müssen wir uns vorstellen, ob Ziele auch tatsächlich erreicht werden. Haben die Schulen auf die Besoin geantwortet, die im Terra bestanden haben? Haben sie die Parcours an unserem öffentlichen Schulsystem sinnvoll erweitert? Aber wie sieht es aus mit dem reellen Succès von den 3 Schulen aus, sowohl für die Schülerinnen und Schüler wie auch für ihre Familien? Also eine Evaluation ist wichtig, für dass wir nicht just neue Strukturen schaffen, sondern auch gesehen, ob sie wirklich den Mehrwert bringen, den wir uns davon erwarten. Herr Präsident, dieses Projekt ist wichtig, weil es auf eine konkrete Realität antwortet. In dem Sinn ist diese Lycée zu Schöffling nicht nur eine neue Schule. Das ist ein Teil von einer mehr breit gedurchter Schulpolitik, die die Kinder hier abhält, wo sie sind und ihnen die bestmöglichen Chancen auf ihre Weg gibt. Da gibt es eine Zustimmung von der CSV und ich sage vielmals merci.